Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. So, dann suchen wir mal noch den Bunker. Wir haben einen Bärle vorbei, der hat mal sehr gute Dienste geleistet, der Bär. Und allmählich wird es hier wohl Winter, so wie es aussieht, ne? Ja, ich muss mich noch mal ein bisschen gründlich umgucken, dass ich den komischen Bunker noch entdecke. Die bringen nämlich immer schöne Rezepte und ich hoffe darauf, dass ich mal bald die Rohrbombe endlich krieg. Weil Rohrbombe wäre halt schon ultra als Rezept, wenn ich die Dinger endlich selber herstellen könnte. Rauchbombe ist zwar Achschäfer, Verablenkung und so weiter und so fort. Aber ich finde, die Rohrbombe ist halt schon mega nützlich. Auch für Horde und so weiter ist das schon eine von der praktischen Sache, die man so kriegen kann. Okay, in dem Bereich habe ich mich auch nicht wirklich umgeguckt, gebe ich zu. Weil ich da eher durchgestürmt bin, zwecks Berry McWinnie Pooh. Okay, da ist aber auch nix. Ja, das wird jetzt wahrscheinlich die erste 5 bis 10 Minuten nur darum gehen, einen komischen Bunker zu finden. Aber ich möchte halt unbedingt das Rezept, was da drin ist, in der Hoffnung, dass es sich dabei um die Rohrbombe handelt. Oder möglicherweise auch, ich habe schon mal gesehen, so viel habe ich mich mal spoilern lassen, dass es hier auch, wie hieß es, tatsächlich Napalmbombe gibt, die halt richtig übel abgehen, die Dinger. Der Bär liegt aber nicht drauf auf dem Eingang, ne? Okay. Die arme Playstation, die schafft sich einen Wolf hier. Wo ist jetzt der Eingang? Verflixt noch eins. Aber ich glaube, es hat uns auch bei Iron Mike ein bisschen Punkte wieder gegeben. Das heißt, wir können beim Eisernen Michel wahrscheinlich relativ zügig unsere tolle Waffe kaufen, die der so im Angebot hat. Er hat ein paar richtig gute im Angebot. Die würde ich auch ganz gern nutzen. So, ja, okay, da habe ich mein Bike geparkt und Schrott kann ich mir jetzt gerade sowieso nicht holen. Also ich muss sagen, die Plünderer-Camps sind gefährlich fahrlässig. So riese Tor offen zu haben, das ist nicht gut. Wenn man von Freaker umzingelt ist, ist das wirklich nicht besonders gut. Ja, hier irgendwo in dem Bereich muss der Bunker sein. Verflixt nochmal. Also ich persönlich tät wirklich die Schotte dicht mache. Ich tät mindestens sowas mache. Moment, ich guck mal, vielleicht hilft uns unser Überlebensinstinkt. Ja, vielleicht, ja. Also steht auf jeden Fall mal hier irgendwas in der Art errichte Wellblechmauern zumindest oder Holzmauern, Palisade. Ah, das hat er gesehen. Oh, jetzt dreht er nochmal noch und hier wieder Desinfektionsmittel. Ja, ich würde aber wahrscheinlich auch mit großen Autos arbeiten, die ich dann als Barrikade wahrscheinlich verschieben würde. Würde mir zumindest logisch erscheinen. Okay, dort zeigt er mir noch was, zwei Sachen. Ich befürchte, der Bunker wird er mir nicht anzeigen, ne? Na, nur die zwei Waffen von der Kasperköp. Schade. Echt schade. Ich hätte den Bunker eigentlich ganz gerne jetzt noch entdeckt. Und jetzt sind schon auch die... Ah, ne, wir sind erst bei 4 Minuten. Ach ja. Nee, also wenn ich so Lager hier machen würde, ich würde auch so gut wie möglich vermeiden, Zelte zu müssen. Weil du bist einfach nur total angreifbar. Und es nimmt dir auch einfach die Sicht. Auch wenn du so ein bisschen außerhalb von deren Sicht bist und die dich vielleicht nicht sofort sehen, aber vielleicht auch riechen oder sonst irgendwie hören. Und dann siehst du nicht, wenn die kommen. Und dann ist fertig. Dann ist finito. Yes, das erleidet. Ich werde wohl jetzt auch den blöden Bunker hier irgendwo finden. Und ansonsten den ich wirklich mit Wohnwache und ähnlich große Autos arbeite, die als Barrikade verschiebe. Und was ich nicht durch die Autos schließe, lässt hier mit solchen Holzstämmer. Und dort draußen Wall mache. Da kommt man es dann wieder zugute, dass ich Archäologe bin tatsächlich. Weil ich kenne zum Beispiel aus dem gallischen Bereich diese Holz-Erde-Mauern, die bei gallische Städte, bevor die Römer kamen, sehr häufig verwendet wurden. Das nennt sich auch Murus Gallicus, das Ganze.
Die Römer haben das dann so genannt. Das ist diese typische Konstruktion aus, man macht eigentlich so einen Holzschacht, beziehungsweise macht hier 2 Holzdinger und macht da so einen Kasten draus. Und dann füllt man mit Erde und glättet es teilweise noch mit ein bisschen Stein oder mit Kiesel und mit Geröll. Und das nennt sich dann einfach diese klassische gallische Mauer, der Murus Gallicus. Und ich denke, so ein Murus Gallicus würde ich höchstwahrscheinlich bauen. Erdwälle haben insofern auch wieder eine große Chance gegenüber Holzpalisade und gegenüber Steinmauern, dass Geschosse von der Erde tendenziell auch geschluckt werden. Das heißt, Kugeln gehen da eher nicht so durch. Früher war das Standard gang und gäbe. Und im 17. Jahrhundert, als dann die Feuerwaffe wieder groß aufkam, hat man plötzlich diese Erdwallkonstruktionen für sich wieder entdeckt. Zwar nicht so Murus Gallicus mäßig, aber man hat eher Erdwälle aufgebaut, dass eben Kanonenkugeln und so weiter dadurch tendenziell eher geschluckt worden sind und man da nicht allzu große Schade zu befürchten gehabt hat. Deswegen, ich denke tatsächlich, in einer Postapokalypse wäre ein Murus Gallicus nicht das Dümmste, was man bauen könnte. Nur mal so viel dazu. Ich lasse hin und wieder mal, es tut mir leid, wenn es euch nerven sollte, hin und wieder lasse ich halt mal der Archäologe raushängen. Ihr könnt auch mal gern sagen, hör mal auf mit dem Quatsch. Oder wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr auch gern Bescheid geben. Dann würde ich auch mal so ein bisschen Archäologisches wieder erzählen. Ich glaube, bei Gothic habe ich das mal gemacht, wo ich einfach mal erzählt habe, wie wird eigentlich eine Grabung, wie kommt so eine Grabung eigentlich zustande? Und was wird genau gegraben, wie macht man das und so weiter und so fort. Das, wenn ihr da wieder mehr dazu wissen wollt, gebt einfach Bescheid. Ich glaube, ich gehe jetzt doch nochmal ein Stockwerk höher, weil hier ohne bin ich jetzt gefühlte 100 Mal rumgerannt und habe nichts gefunden. Deswegen gehen wir jetzt da nochmal ein bisschen höher, auf die höhere Ebene von dem Hinterhaltcamp. Und gucken wir mal, ob ich nicht da wieder was finde. Ich glaube, ich habe bisher nur auch einmal in so einem Hinterhaltcamp wirklich einen Bunker relativ fix gefunden, weil ich da schon im Zuge des Auslöschens der Banditen auf den Bunker gestoßen bin. Ja, da war der Hansel mit dem Gewehr. Was ist es überhaupt für ein Gewehr? Kann man das noch sehen? Ne. Na gut, dann eben nicht. Vielleicht ist es ja selber, was wir verwenden. Nee, das ist zwar noch im Randgebiet, aber da wird nichts angezeigt. Verdammt mich noch eins. Das kann's doch nicht sein. Verflixt noch mal. Der Bunker muss doch da irgendwo drin sein. Es heißt ja, untersuche den Bunker. Also irgendwo hier in dem verblödeten Mistgebiet muss der doch sein. Bin ich so strunzdumm? Ist der irgendwo versteckt oder so? Na, dann können wir jetzt nur wieder aufmachen. Mit viel Glück jault jetzt noch die Alarmanlage. Ne? Ich gehe jetzt einfach mal hier die Gebiete ab, was mir mein Überlebensinstinkt sagt. Aber der sagt man nur, mach die Kofferräume auf. Da ist auch noch ein Verband drin. Was siehst du nur? Letzte Episode am Anfang hätte ich sie dringend gebraucht, die Verbände. Und, tja. Nee, das ist echt scheiße gerade, ihr Lieben. Ah, do! Lustig doch. Jesus! Fast 9 Minuten. Das kann's doch nicht sein. Wie gesagt, 5 bis 10 Minuten. Sorry, wenn ich also richtig verpeilt bin, ihr liebe Leid. Aber das gehört auch irgendwie zu Yankee Let's Play of Pelzig, das verpeilt sei. Okay. Gut, bitte, es muss sich jetzt lohnen. Das wäre richtig nett. Wenn sich das jetzt mal lohnen wird, das Ganze. Mit einem gescheiten Rezept. Klo ist auch noch hier. Und wer mich kennt, ich kann da auch nicht widerstehen. Ah. So. Wie war das? Sommer ist, wenn die Klobrille mit dir aufsteht. Ugh, so fühle ich mich gerade echt. Ist das ein ekliges Wetter wieder. Karte. Sieht aus, als hätten sie ziemlich viel markiert. Und zu 53% Hinterhaltcamp abgeschlossen. Bei Iron Mike gibt es wieder Vertrauen. Wir sind fast auf Stufe 1. Und Hinterhaltjäger zu 29%. Herstellungsrezept freigeschaltet. Baseballschläger-Axt. Ein paar Papiere, Notizen zum Bauen. Ah, ja.
Okay, warte mal. Haltung unter Gaula. Nee, das können wir jetzt leider nicht Baseballschläge. Das können wir aber bestimmt auch mit dem Kantholz oder so machen. Ja, geil. Okay. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal wieder hoch. Aber das ist auch geil. Baseballschläger-Axt. Da können wir dann Sägeblätter oder sowas wahrscheinlich dran machen, ne? Das heißt, ich könnte jetzt wahrscheinlich auch noch einen neuen Gegenstand plündern und flattern. Zum Beispiel Axtblatt oder sowas Nettes, ne? Okay, dann gehen wir wieder weiter. Oh, da ist wieder infiziertes Gebiet, sehe ich. Burley Lake. Vielleicht müssen wir da auch hier. Aber jetzt geht's erst einmal wieder zu Er ist mein Bruder, zu Iron Mike. Dafür müssen wir aber erstmal zum Iron Bike. So. Ich weiß, der war schlecht, der Wortwitz, aber ich entschuldige mich nicht dafür. Das muss ich wirklich mal ablegen, diese Attitüde, dieses, Entschuldigung, das macht ja den Reiz gar nicht mehr aus, ne? Wenn man nicht einfach mal dumme Witze machen kann, das muss einfach sein, wie ich finde. Meine Güte. Also immer, wenn ich hier zwischen der Aufnahme mal Pause mache, schalte ich auch nochmal hier den Ventilator ein, dass die Playstation ein bisschen gekühlt wird, während ich mal kurz in die Schmökern gehe. Und, ich habe das Gefühl, auch die Playstation schafft nämlich so arg. Es ist glücklicherweise auf einem ruhigeren Level mittlerweile mit dem Geräusch. Und schafft sich nämlich der Wolf das Ding. So, da sind wir wieder beim Eise Michel. Hier war da auch wieder ein bisschen Kanke. Warte mal, da sehe ich irgendwas im Feld. Irgendwas war hier geixt. Nee. Okay, dann nicht. Ich habe gedacht, da wäre was geixt gewesen. Das hätte ja auch sein können, dass man da wieder ein Tier hätten schlachten können. Ah doch, da ist was geixt. Naja, egal. Gehen wir erstmal rein. Hi, Leute. Machen wir die der auf. Dorf machen. Und dann gucken wir nochmal, wo wir jetzt nochmal hingehen könnten. Fahren wir jetzt mal zu Busa gehen. Mit Er ist mein Bruder. Also sprich zu Abby auch wieder. Verkaufen wir erstmal wieder jede Menge Kruscht. Das macht auch wieder ordentlich was. Ich glaube, wir haben jetzt wir haben Vertrauensstufe 1 jetzt erreicht, offiziell. Ja, stimmt. So. Dann ist doch ziemlich gut. Dann können wir mal zum Mechaniker gehen und können uns doch mal die erste Sache kaufen. Hey, wie läuft's? Servus. Ein Bike sieht echt mitgenommen aus, Mann. Na, das geht noch. Ah, wir haben sehr viel Geld gerade in der Tasche. Das heißt, ich mache auf jeden Fall meinen Motor für 2000. Dann sind wir nämlich etwas schneller Ja, unterwegs. das ist echt gut. Ist das, auf jeden Fall. Der Auspuff. Ist es nämlich so laut? Dick und robust. Genau. Die Satteltasche geht noch nicht. Das geht auch noch nicht. Genauso wenig wie das. Ne, das auch nicht. Nitro oder Lachgas geht auch noch nicht. Refe gehen noch nicht. Und Gabeln gehen auch noch nicht. Da brauche ich Vertrauensstufe 2 dafür. Na gut, schade. Aber wir haben immerhin einen besseren Motor gekriegt und wir haben einen besseren Auspuff gekriegt. Das ist doch schon mal richtig gut. Da können wir bei der Gelegenheit auch mal noch tanken und reparieren. Okay. Damit der Kerl auch noch ein bisschen was verdient an uns. Sag Bescheid, wenn du was brauchst. Ja, mache ich. Ricky hat derzeit keinen Job für uns. Wundert mich, dass ich die Jobs hier nicht von Iron Mike krieg. Naja. Dann gehen wir noch zum Waffenhändler. Genau, gucken wir mal, was wir bei dem Schickes kriegen. Hey, wie geht's dir? Das ist die Spezialwaffe gerade. Gucken wir mal, was besser ist als unseres. Das ist aber anscheinend ein Maschinengewehr. Ich möchte dann, wenn schon, ein richtiges Präzisionsgewehr. Okay, das ist ein normales Gewehr. Liberator. Ah ne, die kriegen wir auch alle gar nicht. Wir kriegen derzeit eh nur das. Das ist aber anscheinend MG. An Handfeuerwaffe hätte ich halt unglaublich gern die abgesägte die abgesägte Schrotflinte, die ist zwar schon geil, aber Desto wäre eigentlich schon ziemlich cool hier. So kleine Uzi, also auf die arbeite ich hier. Ansonsten das Gewehr ist tatsächlich etwas besser als unseres, hat aber nicht so, die Feuerrate ist besser, aber die Mannstoppwirkung, ne, und der Schaden ist auch etwas erhöht. Aber ich glaube, ich arbeite auch auf das Ding hier. Das ist schon richtig gut, die Talon 7. Okay, cool. Also derzeit können wir noch nichts großartig Besseres holen, aber trotzdem nicht schlecht zu wissen.
Wir können auch später nochmal unser Vorräte aufstocken, das habe ich jetzt vergessen. Aber bevor die Küche wieder dicht macht, möchte ich hier nochmal Zeug verkaufen. Und zwar Bärefleisch haben wir parat. Das gibt wieder ordentlich was. Das war's. 5 Bärefleisch. Ja, Vertrauen erhöht. Jetzt sind wir bei Iron Mike, auch ganz offiziell im Lost Lake Camp auf Stufe 1. So, dann fülle ich nochmal unser Vorräte auf beim Händler hier. Hallo. Hallo. Hey Blair, wie läuft's so? So, wir machen nochmal unser Sturmgewehr-Muni voll. Okay. Die Satteltasche wird nochmal aufgefüllt. Die Pistole-Muni. Ja, und unser Gewehr. Ja. Gut. Wir holen uns auch für die Handfeuerwaffe einen Schalldämpfer, wenn möglich. Ah ne, Inventar ist voll. Und für die Primärwaffe Ja, holen wir uns sehr auch noch schön. einer. Und vielleicht dafür unsere Spezialwaffe. Das ist gar nicht mal so dumm. Yep. Yep, die sagt auch nicht besonders viel mehr als das, ne? Danke. Wir machen hier den Schalldämpfer Wir reden später. dran. Du ist der Schalldämpfer jetzt 8 dran. Und bei dem hätte ich einen 8 ganz gern dran. So. Dann gehen wir nochmal und holen uns den nächsten Auftrag von Abby wahrscheinlich ab, um Boozer zu helfen oder im Camp. Aber dafür überspringen wir mal wieder ein bisschen die Zeit. Du musst es wahrscheinlich morgens oder was sein oder mittags. Ist ja eine unglaublich geile Landschaft. Gefällt mir tierisch gut. Dann schauen wir mal, Hey, was ich wollte mal kommt. sehen, was der Faulpelz so treibt. Wie geht's, Boozman? Ist dir nicht langsam langweilig? Oh, scheiße. Mann, Boozer. Hey, Du darfst hier nicht rein, Hey, Deacon. was ist hier Komm, los? Wie geht's Deacon. ihm? Er braucht Ruhe. Verarsch mich nicht, Eddie. Ich will wissen, wie es ihm geht. Mir geht's gut. Nicht gut. Mann, ist das kalt. Aber ich habe das Antibiotikum Nicht besorgt. genug. Das reicht nicht. Moment mal, du Ich sagtest mir nicht... sagte, wir versuchen es. Jetzt können wir nur warten. Okay. In Ordnung. Nein, es muss noch irgendetwas Deacon, geben, das ich Deacon, tun kann. Ich los, könnte... stop! Was? Du willst was kaputt hauen, ich sehe es in deinen Augen. Aber weißt du was? Mach das ruhig. Aber da draußen. Eddie, ich kann... Deacon, mehr kannst du hier wirklich nicht tun. Bitte, geh nach Hause. Du schaffst das. Geh nach Hause, Deacon. Scheiße, Mann, ist das heftig. Dick. Boah, ich habe gerade Gänsehaut. Oh, ist das bitter, den Kerl so zu sehen. Ist das übel. Wir brauchen mehr Antibiotika für ihn. 100%, das wird sonst nix. Und? Schafft er es? Giso. Ja, Skizzo, er wird wieder. Ja, er braucht nur ein paar Tage. Komm mit mir zu Lodge. Ich will dir was zeigen. Ich hab zu tun. Ich riskiere hier meinen Kopf. Vertrau mir. Das willst du garantiert sehen. Okay, Hör dann... mir zu. Vor ein paar Monaten kam dieser Drifter ins Camp und erzählte mir alles Mögliche. Dass er in Farewell am Flughafen gearbeitet hat. Beim Bodenpersonal, als alles losging. Gucke, was Eines der Abends haben sie ein Rapper Flugzeug Skizzo aus für Portland uns hat. erwartet. Aber das kam nie an. Das Flugzeug hat was fürs Rote Kreuz transportiert. Das Rote Kreuz. Ja, kapierst du? Medikamente, Ärztescheiß, ein ganzer Frachtraum voll. Vielleicht auch diese was auch immer. Antibiotika. Dummkopf. Ja, genau sowas. Genau sowas. Wo? Okay. Dieser Drifter. Er arbeitet im Kontrollturm, als der Flieger vom Radar verschwindet. Puff. Gerade noch da, plötzlich weg. Und zwar genau hier. Südlich von Mount Washington. Das hat er gesagt. War fast unversehrt. Ein kontrollierter Crash oder sowas. Die mussten mit anhören, wie der Pilot verblutet. Er hatte sich das Becken gebrochen. Okay, ihr habt also niemanden da rausgeschickt. Nein, Wieso nicht? weil der alte Mann nicht wollte. Iron Mike war... ja, Ripper. Du lernst schnell. Alles westlich vom Iron Ridge hier gehört Carlos und seiner Truppe kahlköpfiger Freaks. Shit. Was passiert wohl, wenn sie dich schnappen? Fahr nach Norden, Bruder. Sonst stürzt Iron Mikes Vertrag mit Rest in Peace ab. Ja,
schon klar, einfach so. verstehe. Eine Frage noch. Warum erzählst du mir das? Oh, halt. Einen Scheißdreck erzähle ich dir. Merk dir das. Außerdem bist du ein Scheiß-Drifter. Was erwartest du? Soll ich hinter dir herlaufen wie ein Hündchen, dir den Arsch retten? Na gut. Ich hab zu tun, okay? Verstehe. Du bist eben ein aufrichtiger Kerl, richtig, Skizzo? Ich will einfach nur überleben. Wie alle anderen auch. Hey. Wir tun, was wir können. Am Ende ist das alles, was wir haben. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe sehr gut, Skizzo. Halt das Funkgerät bereit. Ich melde mich. Jetzt siehst du es. Mission abgeschlossen. Okay. Erst mein Bruder zu 76%. Und schauen wir mal. Jetzt kommt die nächste Quest. Mal gucken, was der Ja, Skizzo, auf dich können wir immer zählen. Oh, Scheiße. der und bringt. jetzt? Alles ist besser, als in diesem Drecksloch rumzuhängen. Ja, Drecksloch ist es jetzt nicht. Ich würde eher sagen, Lost Lake Camp ist eigentlich noch relativ okay. Du bist gestorben. Iron Mike, ich werde immer bei dir sein. Charaktere, Sammelobjekt. Okay. Ja, ich bin immer gespannt. Ah, wollte gerade sagen, da sind immerhin noch Scheibe drin in der Lodge. Also, so schäbig ist es dann doch nicht. So, wohin führt uns dann die Quest? Was ist dann da noch? Iron Mikes Farm. Okay. Auf Iron Mikes Farm, nördlich vom Lost Lake Camp gelegen, bemühen sich Überlebende genug, für ihre Versorgung anzubauen. Ah, das ist das, was er gemeint hat, von wegen, hier ist zwar das Camp, aber es muss was A gebaut werden. Offensichtlich wird nicht hier am Lost Lake A gebaut, sondern hier wird A gebaut. Ha. Okay, also der hat sogar schon mal 2 Camps. Aber derzeit haben wir noch keine wirkliche Zielsetzung für unsere Mission. Das werden wir aber höchstwahrscheinlich kriegen, sobald wir auf unser Bike steigen. Ich weiß ja gar nicht, wo ich es gerade geparkt habe, um ehrlich zu sein. Ah, da ist noch eine Tafel zum Lesen. Das wusste ich noch nicht. Mondbäume, gewachsen im Weltraum. Okay, jetzt regen's. Wow. Ich hier noch runtergesterzt vor lauter... Das kriege ich schon hier. Gut, dann haben wir soweit auch wieder alles gekauft, was wir brauchen. Und schauen mal, was wir jetzt machen. Na? Schauen wir mal. Hier ist nichts mehr. Nee. Ich denke, die Mission kriegen wir erst, wenn wir wieder on the road again sind. Gehen wir halt mal dort hier. Setzen uns einfach mal den Punkt. Und dann schauen wir mal, dass wir, wenn wir jetzt erstmal keine Quest kriegen, dass wir uns selber in die suchen, indem wir die Nächte ausräuchern. Ich mach das. Danke. Jetzt sind auch die Kapuze auf, übrigens bei Rega. Verlorenes Bike. Du hast dein Bike verloren, entweder auf dem Grund eines Sees, irgendwo in einer Schlucht oder in den Weiden der Farewell-Wildnis. Wenn du noch in der Nähe bist, kannst du es mit Hilfe der Karte an einem nahen Ort bergen. Okay. Gut, wie gesagt, wir suchen uns jetzt selber unser Quest, bis wir die Main Quest dann endlich kriegen mit dem, was Skizzo uns St. gesagt John, hörst hat. du mich? Genau. Ja, Skizzo, ich höre dich. Und du ist es Tier, was Diese geixt Sache, über war. die wir gesprochen haben, das dauert noch ein bisschen. Ich muss die Sicherheit an der Grenze zu Iron Butte überprüfen. Wegen der Ripper da unten, verstehst du? Nein, Skizzo, keine Ahnung, was du meinst. Warum erklärst du es mir nicht? Netter Versuch, Schlaumeier. Vergiss nicht, ich halte hier auch meinen Kopf hin. Ich will das nicht bereuen. Also gut, ich melde mich später. Und mach dich in der Zwischenzeit im Camp nützlich. Zeig, dass Iron Mike mal recht hatte. Okay. Ja, klar, was immer du sagst, was immer du sagst. Ja, St. John, Ende. Gibt es irgendeine Quest jetzt, die wir offiziell kriegen? Oder? Ist da jetzt irgendwas erschienen, so spontan, dass Ricky einen Job für uns hat? Nö. Okay, ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass die Story jetzt erst Hey, weitergeht. St. John, wo steckst du, Bruder? Ich bin hier, Skizzo, aber ich bin nicht dein Bruder. Ist mir echt scheißegal. Ich will doch nur deinem Bruder helfen. Diese Sache da, sagen wir mal, du
solltest jetzt losfahren. Oh, du meinst die Grenze mit den Rippern? Sehr witzig. Das meinte ich nicht. Ich wollte nur sagen, falls du überlegst, loszufahren, wie nennt ihr Drifter das noch gerne? Eine Tour machen? Wäre jetzt die richtige Zeit. Verstanden? Okay, Ja, Skizzo, wie immer. Ich hab's verstanden. St. John Ender. jetzt gibt's anscheinend eine Quest, oder? Ja, die ganze Nacht spielen, oder was war das? Ja, die ganze Nacht spielen, das ist für Er ist mein Bruder. Na gut, aber wir kümmern uns jetzt tatsächlich erstmal hier an der Schneegrenze um das infizierte Gebiet hier. Und zwar machen wir das morgen, ihr liebe Leid, bei Let's Play Days Gone auf Pelzig. Ich gucke noch gerade, ob uns hinterher eine Rücke fällt. Also machen's gut und bis immer dann wieder, wo wir uns dann, wie gesagt, erstmal hier um dieses Schneegebiet mit den Nester kümmern werden. Und dann nehmen wir das hier in Angriff. Er ist mein Bruder. Die Unterquest die ganze Nacht spielen. Schleiche dich ins Ripper-Gebiet und stiehl Antibiotika. Das kann lustig werden. Also machen's gut und bis immer dann wieder. Iron Yankee.